Wer freut sich auf den Stefan von Auto Chiemgau? Wir nehmen Waldschutz hier noch ernst und deswegen haben wir Prominenz da. Robert Stein habe ich das schon gefahren. Na, die natürlich, Stefan. Der Stefan ist super und engagiert für unser Thema und deswegen kriegt er jetzt mein Mikrofon. Ohren lauschen, Ohren spitzen und lauschen. Dankeschön. Danke dir. So, ich glaube, ich habe jetzt alles vergessen, was ich heute sagen wollte. Aber es macht ja nichts. Lauter, ernsthaft, schrei doch schon so. Kennt mich irgendwer nicht? Gut, dann stelle ich mich kurz vor. Also mein Name ist Spiegelsberger, Stefan Spiegelsberger, bin Fachjournalist, Thema Energie, Energiesicherheit, Katastrophenschutz. Heute zu dem Thema auch Vorträge, eben auch hier bei den Bürgerinitiativen, bei der Feuerwehr, Polizei, bei THW, bei Bundeswehr etc. Und bei einem dieser Vorträge bei uns unten in Kammer, weil da wollen sie auch ein paar hinstellen, da hat man dann noch einen schönen Leserbrief gekriegt. Geht so besser? Ja. Haben wir dann noch einen schönen Leserbrief gekriegt. Man muss dazu sagen, er ist Zahnarzt und er hat gesagt, alles was ich gesagt habe stimmt nicht. Das Problem dabei ist, er hat leider vergessen, warum geht jetzt gleich das Blaulicht da, wenn ich rede? Für euch. Gut. Er hat leider vergessen, irgendwelche Beweise für seine Behauptungen zu bringen und das, glaube ich, ist das große Problem mittlerweile in Deutschland. Du musst halt kein Fachwissen mehr haben. Fachwissen wird total überbewertet scheinbar. Der Gelernte ist ein Depp, wie wir in Bayern sagen. Und das ist das große Problem, dass halt so viele mit drin, die überhaupt keine Ahnung vom Thema haben, aber Hauptsache große Klappe. Ich kann es ja sagen, ich habe mir nach seinem Leserbrief kurz mal überlegt, ob ich meinem Filmstudio zukünftig Zahnbehandlungen anbiete, weil lernen musst du nichts mehr. Und das ist heute das große Problem. Heute wird uns gesagt, wir brauchen Windräder und Windrad ist gleich Windrad. Ich möchte euch ein kleines Beispiel sagen, stellen wir uns einfach mal vor, da steht jetzt ein Lamborghini und da steht ein Fiat Goco. Wer von euch würde die zwei Autos miteinander vergleichen? Keiner. Und das Was? Was ist das? Ja, genau, der. Gut. Und das Problem ist genauso bei den Windrädern, die wo es hier aufbauen wollen, die gleichen kriegen wir in Kammer mit 7,2 Megawatt Peak mit 172 Meter Rotordurchmesser. Die wir nicht kriegen, danke, Entschuldigung, sag's nie wieder. Und da müsst ihr euch vorstellen, genau, wir kriegen die nicht, weil dafür sind wir alle da und dafür kämpfen wir. Und wenn du im Norden das Ding baust, wo wir 8 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit haben, dann bringt das 30 Gigawattstunden. 30.000 Megawattstunden, um es mal so zu sagen. Wenn du das gleiche bei uns baust, und dazu muss man wissen, das Diagramm vom Hersteller endet bei 6 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit im Schnitt. Da endet das. Was haben wir da? 5,81 Meter. Wir haben da drunter und das Ding bringt dann halt nur die Hälfte, 15 Gigawattstunden. Ja, das kann ich dann nicht mit vergleichen. Bei uns in Wald wollen sie das hinbauen bei 5,15 Meter Windgeschwindigkeit. Der Planer sagt zu mir, das bringt dann 10 Gigawattstunden. 1/3. Das heißt, das ist dann eher der Fiat Goco. Beim Lamborghini kann man dann wenigstens nur rechtfertigen und sagen, naja, der kostet halt dementsprechend mehr. Also müssten ja die Windräder bei uns billiger sein. Ein Scheißdreck, genau das Gegenteil ist der Fall. Denn im Norden muss ich 120 Meter hoch und was mache ich bei uns? 199 Meter. Das heißt, ich brauche ein viel größeres Fundament, ich brauche viel größere Türme. Das Ding kostet natürlich auch mehr. Im Norden kriegst du das für 7, oder für 8 Millionen und bei uns kostet es halt über 10 Millionen, bringt aber nur die Hälfte bzw. 1/3. Welcher Investor wäre eigentlich so blöd, sowas zu machen? Ja, danke. Genau, weil wir haben nämlich dann diese Frage hier vor, ich glaube 2 Wochen, 3 Wochen, im Mohrenweis haben ja viele da, grüß euch, einen Vortrag gehalten und da hat dann jemand, den Betreiber, die haben das gleiche Problem, der hat Kim gefragt, ob er das auch bauen würde ohne staatliche Förderung. Ihr wisst, er hat ungefähr 5 Minuten geredet, gesagt hat er nichts.
es war im Endeffekt, wenn man es zusammenfasst, er sagt, nein, würde er nicht, weil sie sich nicht rechnet. Weil wir in Bayern und Baden-Württemberg kriegen wir halt 55% mehr Förderung als im Norden, weil man weiß, dass sie die Dinger nicht rechnen. Ja, wie blöd muss ich denn sein? Ich weiß, es funktioniert nicht und dann sponsere ich das noch. Dann wird uns ja immer gesagt, wir brauchen jetzt die Windräder, damit der Strom billiger wird. Ihr lacht schon, ihr kennt das. Unser Strompreis besteht vereinfacht gesagt aus 3 Teile. Einmal den Großhandelspreis, den wir zahlen müssen, mit Vertrieb etc. Einmal die Netzentgelte, weil der Strom muss ja dann vom Erzeuger irgendwer zu uns in die Steckdosen kommen. Und das dritte sind Steuern und Abgaben. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch mal die 3 Positionen an. Das erste ist der Großhandelspreis, der eigentlich billiger werden sollte durch die Windräder. Das wird aber nicht. Es gibt gerade letzte Woche kam eine Studie vom Bayerischen Wirtschaftsverband raus, die ihm gesagt hat, momentan sind wir bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde und wir werden die nächsten Jahre eher auf 8,5 gehen. Also die Preise werden steigen. Es wird nicht billiger. Dann haben wir den zweiten Punkt, Netzentgelte, Integrationskosten für Wind und Solar. Und die sind extrem. Da fällt gleich Schüttel um. Ich war selber in der Pressekonferenz bei der Bundesnetzagentur im Januar mit dabei. Ich hätte es sonst nicht geglaubt, ich sage es euch ganz ehrlich. Mir war bekannt, bis 2037 209 Milliarden für unser großes Stromnetz. Dass quasi der Windstrom vom Norden zu uns runterkommen kann und unser Solarstrom eben in den Norden hoch, wenn dort mal kein Wind geht. Im Januar sagt Barbie Haller, die zweite Chefin der Bundesnetzagentur, tatsächlich, es kostet jetzt bis 2030, also in der halben Zeit, einen mittleren dreistelligen Milliardenbetrag. 400 bis 600 Milliarden Euro, also eine Verdopplung in der halben Zeit. Ja, dann ist aber der Strom noch nicht bei uns in der Steckdose. Unser Verteilernetz muss dafür umgebaut werden, weil wir wollen ja E-Autos, wir wollen Wärmepumpen, wir wollen Solar, wir wollen die Windräder müssen dann noch. Wir wollen es nicht, aber es gibt welche, die das wollen. Das kostet uns auch nochmal 150 Milliarden Euro. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist in 5 Jahren. Bis dahin müsste das ausgegeben sein. Dann haben wir natürlich nur die Redispatch-Kosten. Das heißt, wir haben im Norden viel zu viel Windstrom, bei uns haben wir viel zu viel Solarstrom teilweise schon. Das heißt, wir müssen dort abschalten. Das kostet uns im Jahr 3,2 Milliarden Euro. Früher mussten die Netzbetreiber zwischen 3 und 6 Mal im Jahr eingreifen, so um 2000 rum. Letztes Jahr 15.193 Eingriffe, damit unser Stromnetz überhaupt so stabil ist und es nicht zu einem Systemausfall, zum Blackout kommt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben 3,2 Milliarden Euro Kosten. Wisst ihr, wie viel Frankreich für Redispatch ausgegeben hat? 50 Millionen. Damit man mal diese Dimension versteht, was mit unserem Stromnetz derzeit passiert, da geht es natürlich noch weiter. Wir alle, glaube ich, wissen, oder das ist jetzt, ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis, das wissen unsere Politiker scheinbar nicht. Jedem ist klar, wenn sich die Windräder drehen, dann produzieren Strom. Aber was die Politiker scheinbar nicht wissen, damit sich die drehen, braucht es Wind. Das ist eigentlich eine ganz normale Geschichte. Aber scheinbar weiß das von denen keiner. Und wir haben halt einfach wenig Wind bei uns hier unten. Das heißt, wir brauchen dann für die Zeit, wo der Wind nicht weht, und das ist bei uns relativ häufig, brauchen wir nur Gaskraftwerke zur Absicherung. Da sagt der SPD-Insider, der in diesem Innenausschuss ist, sagt, ja, da werden wir mit 60 Milliarden Euro fördern müssen, damit jemand so dumm ist und jetzt nur Gaskraftwerk baut, das vielleicht 2035, 2040 gar nicht mehr funktioniert. Ja, Entschuldigung, wenn mich das 1 Milliarde kostet, und da habe ich gesagt zu mir, kriegst du von mir 1,5 Milliarden dafür, ja, dann baue ich auch eins. Aber sonst würde ich es momentan bleiben lassen. Und dann brauchen wir natürlich, wir haben ja dann zu viel Strom, den wollen wir speichern, mit Wasserstoff. Ja, da brauchst du Elektrolyseure, die nächsten 24 Milliarden, die nächsten Jahre weg kann. Und dann brauchst du das Wasserstoffnetz ja auch noch umbauen, das sind auch nochmal 18 Milliarden. Leute, wir reden davon, dass wir bis 2030 800 Milliarden Euro ausgeben müssten, damit das überhaupt funktionieren kann. Aber macht euch keine Sorgen, das wird nicht passieren. Weil, genau, wir haben pleite.
Und wir haben weder das Personal, noch haben wir irgendwie die Materialien, um das überhaupt irgendwie zu stemmen. Also das ist einfach nur Ideologie, anders kann man das nicht bezeichnen. Und Leute, wir haben noch einen dritten Punkt in unserem Strompreis drin. Die sogenannten, also Steuern, Abgaben. Und da nehme ich jetzt einfach mal raus, das EEG-Konto. Ihr müsst euch vorstellen, wir alle miteinander, wir haben eine Firma. Wir kaufen Strom ein, zum Beispiel momentan von Solar im Schnitt 19,78 Cent, Windkraft 8,55 Cent, kaufen wir den Strom ein. Und dann schauen wir, wie wir am Markt verkaufen können. Wenn wir Plus machen, ist gut. Momentan ist es so, dass wir im Durchschnitt für alle erneuerbaren Energien 14,5 Cent die Kilowattstunde zahlen. Und wisst ihr, was wir kriegen? Naja, jetzt übertreiben wir es nicht. 6,5 Cent. Und das heißt, diese Differenz, und jetzt kommt das Geilste, was ich seit langem gehört habe. Vor 2 Wochen war so, das heißt Europe Calling, könnt ihr im YouTube finden. Und da war der, wie heißt der gleich wieder? Philipp Nimmermann, Philipp Nimmermann, Staatssekretär vom Habeck. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Und jetzt bitte gut aufpassen. Wir entlasten derzeit die Bürger, weil wir dieses EEG-Konto dem Steuerzahler aufbürden. Da fällt dir doch nichts mehr ein. Also ich bin kein Bürger, weil ich bin Steuerzahler. Ich bin nur einer von den Deppen, der das finanziert. Aber es erklärt für mich manche grüne Ideologie, dass wir gar nicht die Bürger haben, sondern wir haben halt nur die Steuerzahler, die es zahlen können. Wir haben, damit wir auf dieses EEG-Konto eingehen, wir haben der aktuelle Stand bis September, wir müssen 14,8 Milliarden muss der Steuerzahler quasi für den Bürger bezahlen. Anders geht es gar nicht. Und im Mai hat Habeck 3,3 Milliarden Euro überwiesen. Jeder von euch, der Steuerzahler ist, den hat das 85 Euro gekostet. Nur der Mai. Das war der höchste im Monat. Aber das muss man sich mal vorstellen, du hast eine Stromrechnung von 100 Euro und eigentlich im Mai hattest du 185 Euro. Jetzt arbeitet vielleicht deine Frau auch noch dazu, dann hattest du eine Stromrechnung von 270 Euro. Das musst du dir mal geben. Das ist brutal. Das sind, wenn ich das alles zusammenrechne, der Strompreis geht um 2 Cent auf. Die Netzentgelte habe ich mal überschlagen, sagen wir mal 10 Cent. Und dann nur diese 4,6 Cent von der EEG, die irgendwann wieder als EEG-Umlage kommen, weil sie das keine Regierung mehr leisten kann. Spätestens nach der Wahl zahlen wir das wieder, also dann zahlt es auch der Bürger. Ja, das heißt, Leute, wir reden davon, wer heute 30 Cent für seinen Strom zahlt, der zahlt in Zukunft halt wahrscheinlich 45 Cent. Und uns verzeihen es, der Strom wird billiger dank Windräder. Ja, geht mal wieder, aber es kommt halt vom Märchenbuchautor und dann passt es ja wieder. Gut. Oh, Co-Autor, Entschuldigung, ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich meine, ich verstehe sowieso nicht, wie mein Doktor, der nicht Psychologie. Philosophie, danke, Philosophie, zum Wirtschaftsminister machen kann. Hey Leute, kennt ihr irgendeinen Bankvorstand, der Arzt ist? Ich nicht. Gut, aber kommen wir weiter zum Thema Elektrotechnik. Leute, wir müssen uns einmal schauen, was tun wir unsere Stromnetze an. Denn wir sollen jetzt hier in Bayern hunderte von diesen Dingen kriegen, die zum Beispiel hier im Gebiet 25% der Zeit sich gar nicht drehen. Und hier kommt wieder das große Geheimnis, dann produzieren die nichts. Das heißt, da kommt gar kein Strom. Weitere 25% der Zeit produzieren die ein bisschen was, aber ganz wenig. 25% der Zeit produzieren es in Ordnung und 25% der Zeit produzieren es gut. Nur du musst ja als Netzwerktechniker, wir brauchen ja nicht Strom, wenn gerade der Wind geht, sondern wir brauchen Strom rund um die Uhr. 7 Tage die Woche. Ja, wie soll denn das funktionieren? Das ist das große Problem, gerade wenn so viele hier reinkommen, wie hier mit anfangs 40 Windrädern mal. Das sind ja 40 mal 7, das ist ja ein Haufen. 280 Megawatt haben das. Ja Leute, die Stadt Traunreut hat 35 Megawatt, verbrauchen die maximal. Da musst du dir mal vorstellen, was das für unser Stromnetz bedeutet. Da kommen Stromausfälle haben dann gang und gäbe. Damit müssen wir uns abrechnen, vor allem am Feiertag, weil da keine Sau Strom braucht.
Dann natürlich klar, wir haben hier Solar ohne Ende, das heißt, Mittag müssen wir teilweise in Bayern bis zu 19.000 Solaranlagen große abschalten. Die kleinen können wir nicht abschalten. Das heißt, zu der Zeit müssen wir auch die Windräder abschalten. Das müssen wir auch noch mal rausrechnen, weil wir da doppelt so viel Strom haben, als wir eigentlich benötigen müssen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn die mal nicht gehen, wer produziert denn dann den Strom? Jetzt könnte ich natürlich sagen, wir nehmen Wasserkraft her. Aber leider gibt es hier so Naturschützer, die nennen sich Bund Naturschutz. Und die erzählen uns, ja, Windräder im Wald sind super, die brauchen wir, weil wir brauchen den Strom. Und du gehst in Traunstein auf die Seiten und das Erste, was du siehst vom Bund Naturschutz Traunstein, keine Wasserkraft in der Salzach. Hey Leute, da komme ich mir verarscht vor. Da braucht mir keiner verzeihen. Wenn es um Fische geht, brauchen wir keinen Strom, aber unsere Waldbewohner, da ist das völlig wurscht, da ist das alles in Ordnung. Was bleibt die Alternative? Gaskraftwerke. Und wie betreiben wir die? Unsere eigene Gasproduktion fahren wir immer weiter zurück. Das heißt, wir holen uns LNG-Gas aus Amerika, das so umweltfreundlich ist, dass wir in Deutschland Fracking verboten haben. Aber in Amerika holen wir uns das Fracking-Gas, das dann nochmal 25% auf dem Weg daher verliert, weil sie das brauchen zum Kühlen. Das heißt, du hast einen CO2-Wert, der ist wahrscheinlich höher als der von Steinkohle. Aber geil, das ist super, das ist Umweltschutz, Freunde. Und weil wir gerade dabei sind, wisst ihr eigentlich, dass China 3000 Kohlekraftwerke hat und jetzt, genau in diesem Moment, plant und genehmigt hat 700 neue Kohlekraftwerke. Und uns erzählen sie, wenn wir da jetzt ein paar Windradl aufstellen, dann retten wir die Welt. Manchmal frage ich mich ja wirklich, ob Mathematik in der Schule nicht mehr gelernt wird, so wie zu meiner Zeit. Zum Schluss möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Und zwar, uns wird immer erklärt, so ein Windrad, das reduziert mehr CO2, als der Wald quasi umwandeln könnte. Aber ich stelle mir ein paar andere Fragen. Wie viel Sauerstoff produziert denn eigentlich so ein Windrad? Weil das macht unser Wald nämlich. Wie viel Schatten bringt denn so ein Windrad? Ja, freilich immer so kurz wün, 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 wün. Da wär's doch blöd als Tier. Da macht doch kein Tier mehr hin, von uns Menschen mal ganz abgesehen. Das heißt, auch das haben wir nicht. Der nächste ist, wie viel Nahrung bringt denn eigentlich so ein Windrad? Wer von euch hat schon mal lustvoll in so einen Betonklotz reinbissen? Auch das sollten wir unsere Naturschützer, ich glaube irgendwo da hinten steht der Bund Naturschutz, sich mal überlegen. Wie viel Ruhe bringt denn so ein Windrad, wenn da drum von der Lautstärke her ein Kettensog ist auf 200 Höhenmeter, die wo dann vielleicht die ganze Zeit durchläuft, weil mal wirklich der Wind geht? Wie viel Ruhe bringt es denn unsere Waldtiere? Und dann wird uns ja immer erklärt, Leute, es wird in Zukunft wärmer, es wird brutal, wenn wir mehr Dürren haben. Also Wasser ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Wie viel Wasser speichert denn so ein Windrad? 10.000 Quadratmeter Boden speichert 2 Millionen Liter Wasser pro Windrad. Und die der mir einfach weg. Wisst ihr, was unsere Nachkommen zu uns sagen werden? Wie habt ihr das zulassen können? Wie konnte das passieren? Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich bin aufgewachsen, da waren wir das Land der Dichter und Denker. Heute haben wir das Land der Dichten und Deppen. Und darum möchte ich mit den Worten von CEO von Amprion, einer unserer Netzbetreiber, der das groß im Handelsblatt mal geschrieben hat, zurück zur Physik, Leute. Genau da müssen wir hin. Lasst uns die Umwelt vor den Grünen schützen. Servus, servus, servus. Könnt ihr mir über das Mikrofon auch hören? Hört ihr mir? Wir sind gerade ein paar Fragen
an mich herangetragen worden und da haben wir gedacht, da frage ich lieber an Stefan, weil der muss nicht immer schätzen, der hat die Zahlen besser im Kopf. Stefan, was ist denn Er ist der Elektromeister, ich bin nur der Geselle, gell? Ganz genau. Aber ich mache halt nicht hauptberuflich diese Aufklärung, sondern nebenbei in meiner Freizeit. Was ist denn ein Thoriumreaktor? Kann man da wirklich Atommüll rein tun? Also diese Generation 4, Generation 5, wir entwickeln ja eigentlich ein deutsches Unternehmen, das jetzt nach Kanada ausgewandert ist, weil sie in Deutschland keine Chance haben. Dualfluid macht sogar den 5. Ja, die haben also quasi eine wesentlich höhere Temperatur und dadurch können sie quasi das, was da, wir nutzen, sagen wir es mal so, von unseren Atommüll nutzen wir nur wenige Prozent. Den Rest, der wir ja irgendwo, müssen wir den mal vergraben. Und das ist ja pure Energie. Sonst wäre der ja nicht gefährlich, der strahlt ja. Und diese Reaktoren können diese Energie nutzen, zum Großteil, die brauchen zwar Plutonium zum Starten, da können wir dann ein paar alte Atombomben hernehmen, dann haben die auch gleich entsorgt, das ist super. Und ja, es ist in Deutschland so, mit dem Atommüll, den wir hätten, hat Dualfluid mir gesagt, sie könnten bis zu 300 Jahre Strom produzieren. Nur mit unserem Atommüll. Und danach war er wesentlich weniger gefährlich, als es jetzt ist. Da hast du nach 200 Jahren, kannst du da schon wieder abschlecken dann davon. Aber wenn ich jetzt ein grüner Politiker wäre und diese Partei hat sie ja mal gegründet, weil sie gegen Atomstrom ist, dann war doch das mein allergrößter Traum, oder? Den Atommüll einheizen und ungefährlich machen für die kommenden Generationen und damit grundlastfähigen Strom zu erzeugen. Du musst dir mal vorstellen, wir suchen ja nach einem Endlager. Das macht der grüne Politiker. Und er hat uns jetzt erklärt, vor 270 wird das nichts. Wisst ihr, was eigentlich der Atommüll momentan macht? Der steht einfach im Freien rum, in einer Halle, wo es aber quasi durchzieht zum Kühlen. Das heißt, das musst du dir mal vorstellen, die haben so gegen Atommüll, aber die wollen ja nicht, dass man in die Erde bringen, die wollen eigentlich gar nichts damit. Und das ist halt pure Ideologie. Das hat mit Logik nichts mehr zu tun. Aber Stefan, wenn es jetzt stimmt, dass es solche Technologien gibt, dann darf es ja andere Länder geben, die sowas schon bauen werden, oder? Ja, da legst du nicht, aber die Chinesen machen es schon und die Russen auch. Und die laufen sogar schon. Die chinesische ist jetzt in den Vollbetrieb übergegangen, funktioniert alles einwandfrei. Übrigens mit deutscher Technik, möchte ich nur erwähnen, die wir bei uns weg haben. Die das erfunden haben und bei uns hat man es nicht patentieren dürfen, oder wie war das? Weil wir machen ja keinen Atomstrom. Ja, damals muss man allerdings dazu sagen, da hat man noch nicht die Materialien, die diese Hitze richtig standgehalten hätten. Das heißt, man hat Versuche gemacht, die hat man ihm dann abgebrochen, eben dann kamen auch die Grünen, dann hieß es keine Atomkraft. Aber die Chinesen haben sich gesagt, das ist uns scheißegal, wir machen das jetzt, die bauen jetzt ja glaube ich, momentan ungefähr 67 Atomkraftwerke, haben in Planung und in Genehmigung. Die haben sich eine Fabrik gebaut, mit der sie 20 Atomkraftwerke pro Jahr bauen können, aber wir werden es weg, weil, ja, warum eigentlich? Danke Stefan für diese Antworten. An mich sind noch andere Leute vorher herangetreten.